So, grüß Gott miteinander. Voll euch was auf an mir? Ja, ich hab 30 Kilo angenommen und habe aber schon 17 wieder zurückgenommen. Ja, nein, der Jojo-Effekt hat zugeschlagen. Ich habe eine Diät gemacht. Das war nicht meine Idee. Ich bin eigentlich gegen Diäten, ich bin fürs Leben. Aber mein Hausarzt, der Andi, der hat zu mir gesagt, er hat da was für mich, das darf passen, Intervallfasten. Da habe ich gesagt, das probiere ich aus. Er hat mir das erklärt, wenn wir 8 Stunden essen, da war ich schon interessiert, haben wir gedacht, 8 Stunden essen. Ja, aber gibt es eine Diät, was so 8 Stunden am Stück? Ja, und dann habe ich gesagt, wie geht es noch weiter nach die 8 Stunden? Hat er gesagt, ja, nach die 8 Stunden essen, da darf man dann nichts mehr essen, darf man dann 16 Stunden lang darf man nur noch trinken. Und ich habe gesagt, das ist ja super, also das ist ja, so wäre für mich zugeschnitten. Und da habe ich sofort angefangen mit der Diät. Ich habe gleich mit den 16 Stunden habe ich dann gleich angefangen. Dann. Und dann muss ich aber auch wirklich so nach den 16 Stunden trinken, da hungert mich dann eh nicht mehr. Da muss ich dann sofort ins Bett. Also ich kann das nur empfehlen, falls da jemand Interesse hat abzunehmen, das funktioniert 1000%ig, aber man muss sich genau überlegen, also es kommt darauf an, was man für einen Beruf hat. Zum Beispiel, wenn man einen Schulbus fährt, dann darf man das nicht machen. Ja. Genau, und ja, also das habe ich gemacht, abgenommen habe ich, dann habe ich eine Schönheitsoperation durchführen lassen. Aha. Sagt sie jetzt wahrscheinlich, um Gottes Willen, Pinsel, das hätte es da überhaupt nicht braucht. Ne? Das ist doch alles perfekt. Vielen Dank für das Kompliment. Also, nein, es war überhaupt nicht meine Idee. Also ich war eigentlich immer mit meinem Körper zufrieden, wirklich, mein ganzes Leben lang. Es hat vielleicht einmal eine Phase gegeben, weil ich so 12, 13 Jahre war. Ne, und da ist mir aufgefallen, dass ich so eine große Nasen habe, mit so riesigen Nasenlöchern. Und das ist mir auch erst im Freibad drin aufgefallen, weil mir mit meinen Kumpels bin ich da von 5 Meter runtergehupft. Und meine Freunde, die haben schon im Wasser drin, die haben schon geschwommen. Und da bin ich noch gesegelt. Die Nasen, das waren mal so kleine Fallschirme. Und das hat mich dann zurückgehalten. Und ja, und dann habe ich mit meinem Schicksal gehadert. Bin ich auf die Nacht vor dem Spiegel gestanden, also vor dem Spiegel. Heute brauche ich nicht übersetzen. Bin ich vor einem Spiegel gestanden und habe da mit meinem Schicksal gehadert, habe ich gesagt, lieber Gott, wie kannst du mir das antun? Mit so einer Nase kann man doch nicht durchs Leben durchgehen. Und dann, ja, aber das hat nach 3 Wochen hat sich das ins Gegenteil verkehrt. Ich war am Feuerwehrfest, Tafelbau, ne, Tafelbub. Also falls jemand von weiter her, also das ist praktisch, der geht halt beim Umzug vor der Feuerwehr, so mal der Nüchternste geht voran und hat das, genau. Ich glaube, ihr seid gut drauf dabei, also wenn ihr jetzt schon klatscht, ne, dann um Gottes Willen, das wird halt bis 10, bis wir die erste Hälfte haben, glaube ich. Nein, und nachher dann war es ja so, also der Tafelbau, und da bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Schnupftabak und dann habe ich gemerkt, das schmeckt mir und dann, und auf das habe ich dann in der Grundschule, also ich bin ziemlich lang in die Grundschule gegangen, habe ich die ganzen Schnupftabak-Wettbewerbe gewonnen. Weil meine Freunde, die haben immer nichts mehr eingebracht, aber wie die großen Nasslecker, ich wollte noch nachher schwimmen können. Und plötzlich war es ein Vorteil. Und ich finde, es passt schon so, wenn man ausschaut. Man darf da nicht immer so lange, weil ich habe einen Kumpel, einen Engelbert, der ist mit mir eingeschult worden, der hat dann so einen Zahnverhau gehabt im Mund drin, also einen richtigen Steinbruch. Der hat einen Zahn, der ist da vorne so ausgestanden, ne? Der hat nicht mehr richtig reden können, so ist der gewesen. Ne? Und den hat der heute noch, den Zahn, weil man denkt, das kann man sich doch eigentlich richten lassen, gibt es doch so gute Kieferorthopäden. Ne? Aber er hat gesagt, nein, das stört noch nicht, zum Beispiel wenn er Ripperl isst, hat er gesagt. Nimmt die Ripperle, ne, oder macht zack, hat das ganze Fleisch heraus. Da sitzt du im Wirtshaus daneben, ne, und bist ihm noch neidisch drum. Ja. Nein, das passt schon so, wenn man ausschaut. Also, nein, ist wirklich. Und von mir war es so eine Schönheitsoperation, das war nicht meine Idee, sondern das war die Idee von der Müllbauerswitter. Ne? Also die Bedienung vom Steidlwirt ist die schönste Bedienung vom Steidlwirt. Das ist auch die einzige. Und nein, Roswitha ist eine absolute Traumfrau, da haben wir alle verliebt. Und Roswitha hat halt zu mir gesagt, nee, was hast du denn da im Gesicht? Und ich habe gefragt, wo? Und dann hat sie gesagt, da unterm Augen. Und dann habe ich gesagt, na, das ist dein Muttermal, das hatte meine Muttermal. Dann habe ich gesagt, so ist schon seit meiner Geburt. Da hat Roswitha gesagt, nein, Binzi, die sagt immer Binzi zu mir,
hat sie zu mir gesagt, das hast du noch nicht seit deiner Geburt, das darf sie nämlich wissen. Ich hab das noch nicht so lange. Ich gesagt, Roswitha, so genau kennst du mich auch nicht. Ne? Sagt sie, schon. Sie hat sogar schon mal mit mir geschmust. Ich sag, das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ne, ich bin noch verheiratet eigentlich. Also, ja, das geht ja technisch gar nicht. Dann hat sie gesagt, doch, das war vor 5 Jahren vom Drachenverein auf den Besinnlichen Adventsabend. War das. Ich habe gesagt, das kann schon sein. Also das. Nein, dass ich es verwechselt habe, ne, mit der Sabine, mit der Sabrina. Und ja, und nachher hat sie gesagt, damals habe ich das Muttermal habe ich noch gar nicht gehabt. Und dann hat sie diesen Satz zu mir gesagt, der was nicht mehr aus meinem Kopf rausgegangen ist. Das darf ich mir mal anschauen lassen. Und der hat sich dann immer wiederholt in meinem Kopf, der Satz, nicht zwischen die anderen Sätze, was man halt so denkt, was weiß ich, der Dampfstrahler gehört Gericht oder die darf ich nicht mehr heiraten. Also, was man halt als Mo so oft, genau. Und dann war der Neusatz dabei, das darf ich mir anschauen lassen. Und der ist dann, hat sich immer wiederholt, ich bin noch nicht mehr lange im Wirtshaus geblieben, ich bin dann heimgefahren worden. Und dann, weil ich daheim war, dann habe ich nicht schlafen können. Ne, weil dann haben wir gedacht, naja, jetzt gehst du mal sicherheitshalber, schaust im Internet nach, habe ich einen Atari habe ich auf dem Wagerl eingefahren und habe in die Schreibmaschine bei Google, ne, habe ich da in die Zeile eingegeben, schwarzer Punkt auf der Haut, Fragezeichen. Und habe mir das durchgelesen, was die da über mich geschrieben haben. Ne? Und da waren wir, glaube ich, jetzt maximal noch 48 Stunden zum Leben. Ne? Und was machst du dann mitten in der Nacht? Dann habe ich natürlich Angst gekriegt. Ne? Dann habe ich gleich an Andi, mein Hausarzt, ich war schon 2:30 in der Früh, aber der Andi ist ja schon 77, also für einen Hausarzt bei uns ein Jungspund. Ne? Aber, und ich habe mal gedacht, die älteren Leute, die schlafen ja auch nicht mehr die ganze Nacht. Ne? 5 Minuten lang habe ich das Telefon leiten lassen, bis er mal dran gegangen ist. Ne? Da sieht man, wie schlecht die ärztliche Versorgung am Land draußen schon ist mittlerweile. Da ist er so ans Telefon gegangen. Hallo? Da habe ich gesagt, Andi, das tut mir jetzt leid, ich hoffe, ich habe dich nicht aufgeweckt. Ne? Da hat er gesagt, nein, er hat gerade aufstehen müssen, weil das Telefon gelitten hat. Ne? Ich habe gesagt, du, ich darf jetzt nicht mitten in der Nacht anrufen. Ne, wenn ich der Notfall war, ich habe gesagt, ich habe einen Punkt. Ne, dann hat er zu mir gesagt, ich soll mich nicht so runter, 60er waren Frau, wenn sie einen Punkt hätten. Ne. Haben wir 60er-Fans heute da? Ich frage bloß. Ja? Ja, da ernten. Oh, da wird einer denunziert, Christi, aber der. Sorry, du hast heute direkt die falsche Veranstaltung ausgesucht. Nein, ich reiß mich zusammen, gell? Ich hab zwar schwere, heute Nachmittag hat es wieder eine Niederlage gegen Köln. Viktoria Köln. Ich hab den Namen nicht kennt, aber das ist, glaube ich, auch eine recht erfolgreiche Fußballmannschaft. Nein, ich habe gesagt, du, ich habe einen Punkt, ne? Dann habe ich gesagt, du musst mir helfen, Andi. Zum Doktor habe ich gesagt, ne, du hast doch diesen hippokratischen Meineid geschwört. Ne? Dann hat er zu mir gesagt, der hilft mir schon, aber nicht mitten in der Nacht, ich soll in Sprechstunde kommen. Nächsten Tag um 2 Nachmittag hat er Sprechstunde. Ja, dann hat er aufgelegt. Und dann bin ich da gestanden. Ne? Und das ist, wenn man nicht mehr lang zum Leben hat, dann vergeht die Zeit nicht. Dann bin ich durchgesessen, habe gewartet, bis in der Früh war. Ich habe, dass ich in der Arbeit habe anrufen können, dass ich nicht mehr komme. Ich arbeite in einer Grägelfirma, wir machen Grägeln, also Kriageln. Habe ich gleich gesagt, ab sofort könnt ihr eure Kriageln selbst anfertigen. Ja, als nächstes habe ich dann meine Frau unterrichtet, die war überhaupt nicht begeistert. Die hat dann gesagt, ja, dann ist wahrscheinlich Freitag Beerdigung. Ja, da war sie, das Zumba hat sie da immer mit ihren Freundinnen. Ne? Da habe ich gesagt, das war nicht meine Idee, nicht? Mühlbauer aus Witter, habe ich gesagt, die ist da draufgekommen, ne? Die ist schuld. Ja, und dann hat sie aber gleich umgeschwenkt und gesagt, wenn das so ist, dass ich bloß noch so kurze Zeit da bin, dann habe ich einen Wunsch frei. Ne? Sie erfüllt mir einen Wunsch, egal was es ist. Da habe ich gesagt, ja, du, ich habe gesagt, ich traue mir das gar nicht öffentlich sagen, weil ich schaue mich da schon ein bisschen. Dann sagt sie, sag's einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne Leberknödelsuppen. Da hat sie gesagt, sie nimmt sich die Zeit und sie kocht mir diese Leberknödelsuppen. Dann habe ich gleich gesagt, das hast du jetzt total falsch verstanden. Ich meine natürlich nicht die Leberknödelsuppen von dir. Habe ich gesagt, ich meine die Leberknödelsuppen von meiner Mama. Die gute.
Und ja, wenn man nicht mehr lang zum Leben hat, dann sagt man die Wahrheit. Ne? Ich will doch nicht das Letzte, was ich auf dieser wunderschönen Welt zum Essen kriege, soll doch nicht die Leberngel-Suppen sein, die was mir überhaupt nicht schmeckt. Ne? Dass man dann mit dem Geschmack im Mund da ins ewige Jagdgründe. Nein. Und nachher, ja, meine Frau hat dann nicht mehr mit mir geredet, aber ich habe keine Zeit mehr gehabt, weil ich habe zu einer Mama gemäßt, ne, zwecks der Leberngel-Suppen. Und dann irgendwann war es dann schon 2 Uhr Nachmittag, dann bin ich dann zum Doktor rum und ich war ja schon jahrelang nicht mehr in der Praxis selber, weil der Andi, der kommt ja bei uns immer am Stammtisch, ne, und da brauche ich ja dann nicht, da kann ich noch da fragen, ne, nein, kurze Wege, sage ich da immer. Ne, und dann habe ich aber, ich war schon Jahrzehnte nicht mehr in der Praxis, aber ich habe alles dabei gehabt, die Karte, ne, weil das Gesicht um ist. Und die 10 Euro habe ich auch mitgenommen. Ne? Die Dame hat gleich zu mir gesagt, am Einlass, das mit den 10 Euro, das ist jetzt nicht mehr. Ja, sie nimmt es heute noch mal, aber das nächste Mal brauche ich es gar nicht mehr mitnehmen. Ich habe gesagt, ich bin heute wahrscheinlich das letzte Mal da. Ne? Ja, und dann habe ich noch ins Wartezimmer auch noch reingemäßt, weil ich war nicht der Erste. Die erste war Kugler Franzl, die älteste Rundinger Dorfbewohnerin, die ist schon 102 Jahre alt und die ist pumperlgesund. Der Franzl, der fehlt überhaupt nichts. Die geht jeden Tag zum Doktor und fragt, wie es ihm geht. Ja. Gut, nein, also gut, keine 10 hat sie. Aber die Franzl hat noch nie 10 gehabt. Also, weil ich ein kleines Kind war, Anfang die 80er Jahre, hat Franzl schon haben wir immer zu der Franzl gesagt, und man muss sagen, das war zu Zeiten von Helmut Schmidt noch. Da haben wir mir gesagt, immer, Franzl, lass halt ein Gebiss machen. Dann hat Franzl damals gesagt, die sind jetzt nicht mehr bei mir. Ja, und dann bin ich reingegangen, dann hat sie gleich gesagt, grüß dich, Binzerl. Dann habe ich gesagt, grüß dich, Franzl, wie geht's dir denn? Und sie hat gesagt, mir geht's gut, was fehlt dir denn? Dann habe ich gesagt, mir fehlt nichts, ich habe einen zusätzlichen Punkt. Ne? Dann sagt Franzl zu mir, den hast du aber noch nicht so lang. Dann habe ich gesagt, Franzl, warst du vor 5 Jahren vom Drachenverein auf dem besinnlichen Advents haben? Ne? Sagt sie, ja. Ne? Stellt mir gleich Tor auf. Gell? Gänsehaut kann man nicht spielen. Nachher, ja, dann hat sie zu mir gesagt, ihr Mann, der hat auch einmal so einen Punkt gehabt, das war in die 50er Jahre. Dann habe ich gesagt, und, wie geht's dem jetzt? Dann sagt sie, der ist schon lang gestorben. Da habe ich gleich auch gewusst, ich habe überhaupt keine Überlebenschance nicht. Ne? Ja, und sie war die Erste, sie ist dann reingekommen, habe ich eine Viertelstunde warten müssen, habe ich dabei da in der Gala von 91 mich informiert. Und nachher dann bin ich nachher. Ne? Also nach einer Viertelstunde bin dann ich rein, dann habe ich gesagt, servus Andi, jetzt bin ich da mit meinem Punkt. Dann hat er gesagt, ja, Franzl hat es ihm schon erzählt. Ja, die machen halt so Vorbesprechung dann und so ein bisschen eine Vordiagnose, und dann habe ich gesagt, was ist rausgekommen? Dann hat er gesagt, ja, fehlt nichts, ist bloß ein Muttermal. Dann habe ich gesagt, Andi, ich bin der Letzte, der was einen Doktor in Frage stellt, gell? Aber ich gebe es ehrlich zu, ich habe im Internet nachgeschaut, ich habe es da eingegeben und ich habe nicht mehr lang zum Leben. Dann ist er sofort um den Schreibtisch umgekommen, hat mir die Hände geschüttelt und hat gesagt, Kollege. Ich habe gesagt, wieso ein Kollege? Dann hat er gesagt, ja, wenn ich mir die Mühe mache und gebe die Symptome bei Google ein, was anderes macht der auch nicht. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, und was machen wir noch jetzt? Dann hat er gesagt, naja, also der hat auf Weihnachten also ein Werbegeschenk, also ein Skalpell hat er gekriegt. Und er tat, also wenn ich nichts dagegen habe, kann man da eine richtige Operation durchführen, ne? Ein Runding da beim Beck da dort. Und dann habe ich gesagt, von mir aus, weißt du, im Gesicht, was will er da kaputt machen? Ne? Na, und dann hat er gesagt, wenn, dann machen wir es gleich, weil er hat jetzt tatsächlich einen Nachfolger gefunden für die Praxis. Er übergibt nächste Woche. Ne? Er sagt es aber gleich vorher mit dazu. Er hat gesagt, das ist ein Veterinär. Ne? Da habe ich gesagt, ich habe nichts gegen übergewichtige Leute. Ne? Ein Tierarzt hat einmal wahrscheinlich. Übergewichtiger Tierarzt. Und ich sollte ein bisschen Umstellung, da musst du halt dann wahrscheinlich, wenn du krank bist, dann musst du halt dann irgendwie ein Haustier mitnehmen, eine Katze oder was, dass er es halt abrechnen kann. Ja. Wenn du keine Katze nicht hast, musst du mit der Kuh kommen. Oder bei den Niederbayern sagen Kua. Und zu Kei sagen die Kias, genau. Also die Autos praktisch. Ist überall anders da. Und nachher, ja, und dann haben wir die Operation durchgeführt. Ich habe selber assistiert, ne, weil, nein, er hat keine Schwester nicht. Also er hat schon eine Schwester, die Elfriede, aber die arbeitet in der Bäckerei vorne. Ne.
Und dann hat er es recht schön gemacht. Ne? Und dann, er hat gesagt, ja, jetzt ist perfekt die Narbe, aber ich darf jetzt 3 Wochen lang nicht lachen, weil sonst verzückt sie sich wieder. Und er hat gesagt, das ist kein Problem, dann fahr ich sofort heim. Und jetzt fangen wir gleich mal mit der Musik ein bisschen an. Jetzt muss ich nicht aufschauen, weil da bin ich braun gebrannt, ne, aber da herunten nicht. Jetzt, wenn es das T-Shirt da sind, ist mir ein bisschen gefährlich. Das ist oft auch so, wenn wir am Nachmittag da oft noch ein bisschen arbeiten, wenn wir mit der Flex zum Beispiel, kennst du das nicht, dann werden da so Löcher ins T-Shirt rein. Heute brauche ich nicht erklären, was ein Flex ist, oder? Jetzt unter Föhring, da haben sie es nicht gewusst. Ich sagte, der Bohrmaschine. Ich sag, klar, Flex. Ne?